Zanter der Réouverture last Joer weist sich den Musée national de la Résistance et des droits humains wéi en lo richteg heecht mat engem ganz neue Glanz. Modern an informativ, mat permanenten a punktuellen Ausstellungen ass eng Visit an diesem Ascher Musée ëmmer der Wert. Genee dat huet Dan Hoffmann, Geschichtsprofessorin mat de Schüler gemacht. An natierlech goufen sie vun enger Ekipp vun alles begleet. Last Schuljahr war Madame Hoffmann an enger Dösem eng Visit an de Resistenzmusee. Musi gefrot, fir wat sie dat gemacht hun. Ma op deuxième ass Shoah an den Zweite Weltkrieg Programm sowieso. An das Jahr hat in Alger auch die große Chance bei dem Projekt von der Rucksackbibliothek mitzumachen. Und das ist an sich ein Projekt vom Comité pour la Mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Und an dem Projekt geht es darum, dass ein Rucksack an sich aus einem Wallis von Schule zu Schule weitergereicht wird. An der Altschule lädt etwas Zusätzliches, etwas Neues an die Rucksäcke ran. Und das JMD aus dem Alger hat eben verschiedene Aspekte geschafft, zum Beispiel auch als Lycée während dem Zweiten Weltkrieg. Sie 94 von unseren Schüler, die sie nur dem Streik von 42 auf Stalag gebracht gehen, die sie von ihrer Familie waschgeholt gehen, und ganz viele von ihnen sind auch noch direkt auf das Ostfront geschickt gehen. Und den zweiten Volley, auf den Klasse schafft, als Memoir, das heißt, wie als am Endeffekt Erinnerung von der Vergangenheit nach am Alger präsent, und aber auch zuerst am ganzen Land. Mein Name ist André Marque, ich bin 20 Jahre alt, ich bin unabhängiger Historiker, der vielleicht schon Master in der Geschichte anschaffen, momentan für verschiedene Institutionen, der vielleicht schon noch ein Musee, zum Beispiel verschiedene Ausstellungen mitgeschafft, schon zu Beteburg, kleinen Parcours la Mémoire gemacht, mehr eben spezialisiert im Zweiten Weltkrieg, größtenteils Kollaboration und Verfolgung von den Opfergruppen. Kennt ihr kurz einmal das Resistenzmusee erklären? Das Resistenzmusee ist eigentlich sowohl ein Musee wie auch eine Gedenkstätte, aus 1956 aufgebaut ging, also komplex für den Krieg zu erinnern, durch Freiwillige gefordert, da vielleicht Leute, die den Krieg miterlebt haben, überlebt haben, die dann hier Geschichten erzählt haben von der Verfolgung. Dann hat sich das weiterentwickelt, für neben der Gedenkstätte auch zu einem tatsächlichen Musee zu gehen, die nicht wissen, weiter soll gehen. Und daraus ist dann noch entstanden, dass wir als professionalisiert haben, der vielleicht im Münder wirklich eine geregelt professionelle Ausstellung mit Historikern, die darauf arbeiten, für eben das, was während dem Zweiten Weltkrieg geschieht, das weiter zu vermitteln, aber auch die Konsequenzen auf Haut weiterzugehen, der vielleicht auch nicht just zu gucken, wer das Demos geschieht, aber wer das einen Impact, was Demos auf Haut hat. Vor allem, was Menschenrechte angeht, ist das auch ein wichtiger Aspekt hier im Musee, den wir probieren weiter zu vermitteln. Und für was ist es wichtig für euch, dass die Klassen gucken kommen? Ich meine, auf der anderen Seite ist für zu gucken, was überhaupt als Lützburg geschieht ist, weil so Idee von, was ist eine Diktatur, was ist ein Zwang, was ist eine Erdrückung, ist eigentlich viele ganz fremd. Heute zu sehen, dass tatsächlich auch als Lützburg geschieht ist, möchte schon natürlich ganz großen Impact an eben auch, was man heute an der Welt gesehen. Wir haben in verschiedenen Ländern wie in den USA, Russland autoritäre Systeme, die abgebaut gehen, die auch ganz viel mit den Charakteristiken teilen, die durchgestaltet gehen vom Zwang, von der Verfolgung, vom Verfolgungsapparat, der vielleicht noch gesagt hat, dass die Zeit, die eigentlich in der Vergangenheit war, nicht in der Vergangenheit geblieben ist. Die ist immer noch heute aktuell, Themen gehen heute immer noch abgegriffen und auch was Menschenrechte angeht. Aus dem Zweiten Weltkrieg ist die ganze Entwicklung kommt von den Menschenrechten, weil der Genozid ist, das wird aber nicht abgehalten. Immer noch gehen Haut Menschenrechte verletzt, Menschenrechte beschwört. Wir sehen immer noch Haut Genozide, und vielleicht noch da geht es darum zu erinnern und zu gedenken, für dass eben der nie wieder tatsächlich nie wieder ist. Und dementsprechend ist es wichtig, dass Schüler und auch Erwachsene, auch die Leute reinkommen, für sich einen Blick zu machen. Sie wird, ob sie selber Lützeburg haben, sind an eine Vergangenheit haben mit Lützeburg, wenn sie Ausländer sind, alle Guten haben an einer gewissen Art und Weise ein Land, das eine Geschichte durchgemacht hat, wo ein autoritäres System an der Macht war, wo eine Diktatur war, und auch dort zu gucken, das kann jeden betreffen und kann auch in der Zukunft weiter Leute betreffen. Und auch dort ein Appell kann immer geschehen,
und wir müssen halt all dafür ersetzen, für eben zu verhindern, dass Menschenrechte nicht mehr respektiert gehen, wir sie weiter nur vordrücken.